Die Sünde hat eine physische Masse. Ich habe es in Experimenten gemessen und eine mathematische Formel für die Bestimmung der Sünde einer Person erstellt. Das Gewicht ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Dies erfordert eine spezielle Waage, welche auf die göttlichen Wellenlängen abgestimmt wurde. Ich werde diese bauen und alle Mitglieder der Herde testen, um deren Reinheit zu gewährleisten. Besonders bei Lillian, Juliet und Leonard. Du öffnest die Scheune mit dem Schlüssel des Säuberungsraums. Sünde ist deine Schuld, Schmerz ist die Bezahlung oder die Währung. Alter. Echt jetzt? Das gefällt mir hier gar nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. Altar untersuchen. Altes Geschwärz des Blutes in die Spalten des Altars gesickert. Blutige Axt mitnehmen. Eine Feueraxt voller altem schwarzem Blut. Und sich die Tiere doof machen, damit die Luft drin kommt. Richtlinien für die Säuberung. Oh shit. Unzulässige Gedanken, also Lust. 3 Schnitte mit kleiner Klinge. Unzulässige Gedanken, Zweifel. 5 Schnitte mit kleiner Klinge. Stehlen. 1 Finger oder eine Hand, je nach Wert des Gegenstandes. Faulheit. 2 Schläge mit der Peitsche. Den Namen von Pater James und des Herrn missbrauchen. 5 Schnitte mit großer Klinge. Mord, Vergewaltigung, Götzendienst. Das Körperteil, das gesündigt hat. Hand, Genitalien, Augen. Ich schätze mal, ne? Ja. Will ich genau wissen, was das ist? Eigentlich nicht. Also da hängen wohl irgendwelche Werkzeuge dran. Und Folterinstrumente. Überhaupt schon von aus.
Schlüssel zu den Minen mitnehmen. Aus das Buch des Sarie lesen. Und doch hat der Herr in seiner unendlichen Liebe und seinem Mitgefühl nicht diejenigen verlassen, die ihn verlassen haben. Kein Mensch ist ohne die Wolke der Sünde, aber das Licht des Herrn leuchtet hell. Um dich für die Umarmung des Herrn bereit zu machen, reinige dich von der Sünde durch Selbstaufopferung. Gib dein Blut und dein Fleisch auf, denn es ist verschmutzt und erbärmlich, unwürdig den Blick des Herrn. Für jede Sünde, welche von der Hand begangen wurde, peitsche einmal den Arm. Für jede Sünde, welche von den Füßen begangen wurde, peitsche einmal das Bein. Für jede Sünde, welche was haben wir dann vom Kopf begangen wurde, peitsche den Körper. Oder so, keine Ahnung. Die Sünde ist deine Schuld, der irdische Schmerz deine Währung. Für diejenigen, die auf diese Weise gründlich von der Sünde gereinigt wurden und die den Geboten des Herrn gefolgt sind und die wirklich an ihr Herz und ihren Körper glauben, werden die Tage des Nehmens sie zu den Füßen des Herrn bringen, frei von irdischem Fleisch, die Ewigkeit in göttlichem Licht getaucht. Hab Vertrauen, sei gereinigt und das wird deine Belohnung sein. Ich weiß nicht, ob ich doch froh bin, dass ich das Ding doch nicht abspielen kann. Tape Deck benutzen. He called it the cleansing room, where we would exchange pain in this realm for forgiveness in the next. We'd all gather in front of the altar, and one by one we would declare our sins to the flock, each of us given penance to perform in front of the others. Bloodletting, self-flagellation. I saw men break their own bones, and women cut off a finger that had caused them to sin. It was true devotion, and it was terrifying and wonderful to see. Zugleich beängstigend und wundervoll anzusehen. Aha. Wie sich Leid selbst zerstümmle. Ich glaube, ich war noch nie so froh, aus dem Raum rauszukommen. So, wir gehen in die Mine. Mit der Mine? Ich weiß nicht, haben sie Gold geschürft oder was? Verstehe ich auch nicht ganz. Du hast die Tür zu der Mine mit dem Schlüssel aufgesperrt. Ja, ich lasse mal das auf. Geht von allein zu. Was ist denn da hin? Caution out of service. Holzbretter untersuchen. Zack. Du hackst mit der Axt auf die Bretter ein, bis diese herunterfallen und einen Raum dahinter freigeben. Okay, Fahrstuhl. Okay, dann ab nach unten, schätzungsweise. Ja, auf geht's. Das Mine schnalle ich jetzt halt irgendwie gar nicht. Jetzt ist das gruselig. Mal hingucken. Alter. Aha. Ist schon klar, ihr Leid. Das ist ja mal richtig. Oh nö, jetzt ist halt auch das Licht aus. Und das wieder A mache. Ich will aktivieren. So, dass man rufen kann. Wenn ich das Licht wieder A mache, oh, das sind halt Blutflecke auf dem Bodenwäsche. Nicht cool.
sehr große Blutflecke. Ich habe ja kurz noch in der Scheune die Hoffnung gehabt, dass das Schlachtraum ist für Tiere oder so, oder weißt du? Dass so halt Tiere geschlachtet wäre. Okay, da geht's nicht weiter. Aber guck mal, das sind Regale oder sowas. Das sieht aus, als würde es nicht weitergehen, oder? Normalerweise gehe ich immer links, ihr wisst das. Und das mache ich auch jetzt. Weil da war nämlich eine Weile so eine Stromleitung, seht ihr das? Ich würde da nicht mehr, ich gehe mal da hin. Okay, ganz rechts. Da, guck mal da. Ich glaube, das ist der Generator, oder? Ich verstehe nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Ich schalte mir doch einfach in. Mit dem Generatorschlüssel nicht. Ich weiß nicht, vielleicht mal mit dem Hammer drauf hauen? Mit dem Chip drauf hauen? Okay, es geht. Ich brauche wohl Benzin oder so. Alles klar. Ich gucke mich noch ein bisschen um natürlich. Ach, so ein Glück. So ein Glück. Oh. Das richtig fiese halt gerade ist so, es ist halt kein Horrorspiel, da kommt kein Jumpscare gerannt, da kommt kein Zombie oder Vampir auf dich zugeflattert und du dann Huibu mache oder so. Nee, das ist ein Spiel, was in der Realität spielt. Und es kann deutlich schlimmer wäre, was man da findet. Ich gehe mal da noch hin und dann noch links und gucke, ob ich in den anderen Raum da hinkomme. Das ist doch so eine Art Generator, ne, das ist Schachtel. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir gesehen haben. Ich gucke mich mal um. Behälter öffnen. Oh nee, oder? Zielscheibe? Okay, vielleicht sind Waffen drin. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass Waffen drin sind, aber Ölkanister. Bevor wir jetzt die Behälter öffnen, okay, die haben da ihre Schießübungen gemacht. Ah, das war der Raum, wo ich doch vorhin gesehen habe. Bevor wir jetzt den Behälter öffnen, renne ich jetzt nochmal zurück. Okay. Ey. Sorry, ihr Leid. Ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich hier... Oh, warum rennt er nicht? Warum rennt er nicht? Und ich renne, kriege ich noch mehr Schiss. Und deswegen laufe ich langsam, ich weiß nicht. Wahrscheinlich spiele ich eher von denen, die das Pflaster langsam ablösen. Weiß ich nicht, ob man den Pflaster mehr hat. Fuck, ich bin ja einer von denen, wo das Pflaster langsam ablöst. So. Also nur links, weil doch Strom ist. So. Da hinten gab's nix. Da war ingestürzt, okay. Ist klar. Och nö. Warum nicht? Eine rostige alte Ölkanne mit langem Ausguss. Dein Vater hatte so eine in der Garage. Dem Generator scheint das Gas ausgegangen zu sein. Nichts passiert, wenn man ihn einschaltet. Es ist nur eine Ölkanne. Es ist kein... Ja, aber... Das war mal eine mega Idee, weißt du? Dann müssen wir halt doch wieder zurückgehen. Gibt's nix? Nee. Ölkanne. Ich könnte vielleicht an
Was sind mal Schritte hier? Da sind sie wieder. Bin auf die Gleise gerade gelaufen oder so. Ich könnte wohl an irgend so Generator gehen. Vielleicht du ein bisschen Öl abzappe. Oder so. Okay. Dann öffnen wir jetzt die Kiste. Aber die sind schon riesig, ne? Da wird halt eine ganze Person in Wasser. Oh, das sind nur Waffen. Waffe untersuchen. Militärgewehre und Munition stapeln sich zwischen den Strohpolstern der Kiste. Was? Broschüren? Notfall, Schutz der Herde. Unsere weltlichen Feinde sehen unsere bevorstehende Erlösung und sind voller Eifersucht und Wut. Sie wollen, dass die Welt weiter in Sünde versunken bleibt, und sie werden alles tun, um uns daran zu hindern, den Plan des Herrn zu erfüllen. Wir müssen bereit sein, die Herde zu beschützen. Henry konnte seine Kontakte zum Southwest Patriots Corps nutzen, um uns Waffen und Rüstungen zum Schutz zu besorgen. Er wird ab Donnerstag die Trainingsübungen leiten, verpflichtend für alle in was weiß ich was. Noch mehr Broschüre? Okay. Ja, ich habe halt Angst gehabt, oh hoppla, die ist da drunter gewachsen, dass da Leiche drin sind. Ich habe halt wirklich gedacht, die haben ihr Leiche da unten. Noch mehr Waffe. Rüstungen auch noch. Ja. So, da hinten weiß ich, was ist. Da kann ich rennen. Weißt du, ne, das sind Zielübungen gemacht, ne? Ja, es hat natürlich Spaß gemacht, ob ich so auf so Dinger ballere. Ist halt klar, wo ist, dass ihr dann demnächst auf Menschen schießen müsst. Deshalb doch die. Okay. So. Oh, jetzt ist es nur noch halb so gruselig. Ne, jetzt, wo ich halt zumindest weiß, dass er da unten nicht irgendwelche Leiche drin haben, weißt du? Das ist es, ja. Das sind halt Waffen. Waffen bringen niemanden um. Aber ich. Geht immer noch deine Blutflecke da noch? Was war das für eine Mine? Kann du aber auch nicht nehmen, Google ist vielleicht besser so. Minenlore bewegen. Du drückst gegen die Lore, aber die Räder der Lore knarren und verkanten aufgrund von Rostbildung auf den Gleisen. Ölkanne. Ah, du gießt das restliche Öl aus der Kanne auf die rostigen Räder. Gruselig. Holzbretter untersuchen. Ah, ja, stimmt. Zack. Du hackst mit der Axt auf die Bretter ein, bis diese herunterfallen und ein Raum dahinter frei. Oh, nee. Ein zerfallener Körper, eingerollt in fötaler Position. Das ist keine fötale Position, aber ich weiß, was ich meine. Du streckst deine Hände aus, um ihn zu berühren, wobei eine Notiz aus der Tasche der Leiche fällt. Ich habe deine Lieferung erhalten. Ich habe gestern Abend eine Kopie des Schlüssels von James' Zimmer angefertigt, aber ich glaube, Andrew hat es bemerkt. Er hat sich verdächtig benommen. Ich werde die Kopie irgendwo verstecken, damit wir beide Zugang dazu haben. Für den Fall, dass etwas passiert, schau in der südwestlichen Ecke der Maisfelder. Du wirst ihn finden. P ist wahrscheinlich Peyton L. Leonard. Scheiße. I think it might have been my fault they found Peyton. We were seen together too often, maybe. But how would they know? Maybe they saw the pamphlet? I don't know. I don't know, but I can't shake the feeling that it's my fault. It doesn't matter. They found him. They told us he had decided to leave the flock. I didn't believe them, but I didn't ask any questions.
After that, we moved on. It was like he had never been there at all. Scared me, but instead of trying to get away, I just let myself fall deeper in. I did my best to shut out any doubts. It was easier that way. Also könnte das Peyton sein. Okay, was gibt's jetzt aber hier noch? Was gibt's noch was Grausigeres, was ich jetzt entdecken kann, wann ich jetzt hier das Licht anmache? Ich glaube nicht, ne? Aber wieso ist das Blut? Haben sie denn Uwe zusammengekloppt und dann, während er noch Blut hat, runtergeschläft? Da muss er ja noch gelebt haben, so halb. Wenn er in fötaler Position eigentlich hingelegt hat, dann kann man wohl davon ausgehen, dass er noch gelebt hat. Weil sonst hätte er nämlich so gelebt, wie es nicht da, so wie er jetzt da, wie man da gesehen hat, haben sie ihn einfach hingeschmissen, tot, weißt du? Aber wenn er in fötaler Position war, dann hat er sich gekrümmt, dann hat er noch gelebt, als er da ihn gemauert haben, sozusagen. So, ich glaube halt, dass ich hätte wahrscheinlich solle zuerst die Leiche finden, dann das Benzin, dann der Gasbehälter. Also so könnte ich mir das vorstellen, dass da jetzt Licht ist. Ich brauche das jetzt nicht. Da ist da noch was zu entdecken. Da hinten war ich drin, ist das mit der Waffe. So komme ich hier. Ich gehe nochmal zurück. Ich will eigentlich nicht zurückgehen zu... Ja, da ist halt... Ja, nee, das ist... Nee, armer Kerl. So, ich fahre jetzt wieder Nuff. Doch, ich glaube, so ist richtig. Das ist jetzt die Abzweigung, ja, da muss ich links. So. Okay, Moment. Ne, Aufzugrufe brauchen wir nicht. Haben wir nämlich noch hier. So. Ne, es geht, glaube ich. So muss ich, glaube ich, raus, oder? Ja, siehst du? Was hat er gesagt? Südwestliche Teil? Vom Feld irgendwo? So, sorry, falls noch mal was gehört haben. Meine Katze haben beschlossen, dass es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, sich im Kreis zu jagen. So, wir sind hier. Oh, das ist jetzt Sternehimmel. Das ist Nachtruhe. Ist da vorne was? Ah, das sind die Mücke, oder? Ich hoffe, dass es die Mücke sind. Ja, es sind die Mücke. Das ist irgendwie noch gruseliger, wenn man das so sieht. So, ich muss aufs Feld. Und der hat doch irgendwas. Ich habe nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich habe mich so gefürchtet. Irgendwie, im Moment, das Feld ist. Da hinten ist das Feld. Das ist das, was ich da sehe, oder? Ja. Ich gehe mal den Weg da entlang. Da ist das Feld.
Nordwestlich? Wer hat Nordweste gesagt? Farm. Also in irgendeinem Eck, ich weiß, dass an Nordwesten, Südosten, was weiß ich was gesagt, an irgendeinem Eck war's. Wir gehen einfach die Ecke vom Feld ab. So, pass auf. Wo ist dann das? Ist das so das lange. Moment. Das ist das Farmhaus selbst. Okay, wir müssen Feldeck suchen. Guck mal hier, da ist Feld. Wir rennen einfach mal am Feld entlang, ne? Ah, da ist so, Weg. Ah, Moment. Wenn da Weg ist, dann sind wir jetzt halt wohl in der Mitte. So, wir rennen jetzt halt da weiter runter. Hä? Mal da weg. Das machst du. Hose weg. Was ist der Weg? Außen rum oder was? Das ist natürlich scheiße jetzt, wenn man nicht genau wissen, wo man hin ist. Ja. Da ist das Farmhaus. Ah, okay. Erstmal da hinstellen zum Orientieren. So. Also, alles klar, ne? Da ist das Farmhaus. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt halt, also von uns aus gesehen, unten rechts so an. Das ist dann der Südosten sozusagen. Da fangen wir einfach an, am Feld zu gucken. Weil einfach nur, jetzt sind wir da unten, ne? Jetzt haben wir Orientierung und gut ist. Alter Schwede, wie geil. Ich weiß nicht, hat das vielleicht gesagt, dass es noch so halber in Erinnerung war oder so, aber das ist schon ziemlich geil gewesen dabei. Okay. Du wühlst in dem Haufen, durchsuchst den Schmutz und findest darin einen kleinen Messingschlüssel. Ein kleiner mit Schmutz bedeckter Schlüssel aus Messing. Ohne Etikett. Ich gehe jetzt einfach die Strohstone in der Mitte entlang, ne? Hab mir an eine Tür, die noch nicht aufgeht, ne? Wo ich weiß. Ja, okay, wir haben ja noch die mit dem Sonnensymbol oder sowas in der Kirche. Aber ich gehe zurück ins Baseballfeld, ans Farmhaus. Nicht ans Farmhaus, ans Pfarrhaus. Das müsste doch da irgendwo. Das ist die Kerze, da hinten irgendwo müsste es sein. Ja, oh, ist kaum zu übersehen. Das sieht gruselig aus. Das sieht so kacke gruselig aus, hey. Moment, wieso werden das. Guck mal. Das sieht gruselig aus, so oder so. Muss ich hier Screenshots machen, ne? Dass ich ein bisschen was hab. Okay, der Leonard oder Leonard und der Peyton. Und eventuell hat die Lilly einen verrot. Aber wie sie halt auch noch so geredet hat, ich weiß nicht, wann die Sprachaufnahme waren, später hinaus halt, wie sie halt noch so geredet hat, wie, ja, und dann ist er halt gestorben und ich habe ne, wahrscheinlich leid's an mir, aber es ist halt so richtig so, ja, ja, ne, nicht irgendwie so, ah, Kacke, ey. Hat die Freundin schon gequietscht, die Tier? Okay, probieren wir mal, ob wir da jetzt reinkommen. Du hast die Tür mit dem Schlüssel zur zweiten Etage aufgeschlossen. Jesus. Untersuchen. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht sicher, was das darstellen soll. Das sieht aus wie Bild mit Light. Fernseher benutzen. Ah. Also das sind auf alle Fälle. Oh, das kann da durchgehen.
Mehrere Betten? Oder warte mal. Nee, das ist dasselbe Zimmer. Das ist... Tür öffnen? Schloss benutzen. Warte mal. Machen wir nochmal 06. Halt, 6 haben wir gesagt. 06, 03 probieren. Ah, nee. Kiste untersuchen. Ein Stapel alter Erotikmagazine, welche von recht harmlos bis ziemlich pervers reichen, versteckt unter dem Bett. Als wäre es das Schlafzimmer eines 12-Jährigen. Aha, kannst also doch irgendwie was lesen, du. Bett untersuchen. Pater James Bett. Unordentlich, bedeckt mit dicken Wolllaken, welche die Jahre voll Schimmel überstanden haben. Ist doch noch was? Lampe benutzen. Ah, okay. Ach, das wäre Buch. Dann schalte ich jetzt erstmal alle Lampen an. Schuhkarton untersuchen. Ein Schuhkarton voll mit Beuteln und einem weißen Pulver darin, sowie einer Glassäure, welche an einem Ende geschwärzt ist. Irgendeine Droge zeigt. Was ist das, wo sie also auf dem Level heiß mache oder sowas, welche? Ich kann das so lesen, ich hab's doch mal gesehen. James Tagebuch lesen, das machen wir nachher. Altar untersuchen. Ein weiterer Altar, ebenfalls in rotem Licht getaucht, unter einer Wand voll religiöser Bilder. Eine Nachbildung einer Radierung der 4 Reiter der Apokalypse. Ein Gemälde, das den toten Körper von Christus zeigt, welcher vom Kreuz in Golgotha entfernt wurde. Oder, ja. Nochmal Selbstporträt. Also ist das hier sein normales Schlafzimmer? Und das da unten ist das Schlafzimmer, wo er dann die Aufnahme macht, oder was? Okay, ich lese mal das Tagebuch. Ich habe letzte Nacht endlich geschlafen. Ich sprach mit dem Teufel. Er stand am Fuße meines Betts, um über die Sicherheit der Herde zu feilschen. Aber siehe da, ich habe ihn überlistet. Er flehte mich an, meinen Kreuzzug zu beenden, und ich spuckte in sein Gesicht. Ich spuckte in des Teufels Gesicht, und er verschwand. Die Sünde hat eine physische Masse. Ich habe es in Experimenten gemessen und eine mathematische Formel für die Bestimmung der Sünde einer Person erstellt. Das Gewicht ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Dies erfordert eine spezielle Waage, welche auf die göttlichen Wellenlängen abgestimmt wurde. Ich werde diese bauen und alle Mitglieder der Herde testen, um deren Reinheit zu gewährleisten. Besonders bei Lillian, Juliet und Leonard. Ja, Lillian ist die mit dem Audiolog, ne? Die Zweifel hat. Juliet ist die 11-jährige Tochter von der einen, die halt das ganze Religionsding nicht so will. Und Leonard ist eigentlich, der war doch aber eigentlich extrem gläubig. Aber halt vielleicht zu extrem noch katholisch oder so, keine Ahnung. Hatte beabsichtigt, auf die Volljährigkeit von Juliet zu warten, die ist übrigens 11, um sie einer alternativen Reinigung zu unterziehen. Stieß dann aber auf einen rabbinischen Text, in dem die Vollendung der Ehe bereits mit 3, ich glaube, kennt es nicht eher 13 Häse? Bereits mit 3 Jahren und einem Tag erwähnt wurde. Ich werde beten und auf Antwort warten. Oh nee. Raumnotizen. Ein großer geflügelter Leviathan ging aus den Wolken hervor, umgeben von Engeln, und sprach mit Funkwellen. Der Leviathan sprach von einem Betrüger, welcher sich näherte und der Herde unreine Bosheit bringen sollte, sie mit Zweifeln ansteckt und unsere Tore zur Außenwelt öffnet. Engel flogen in den Mund des Leviathan und ließen seine Zunge in Feuer aufgehen. Ein Flammenatem schoss heraus und verschlang die Welt in meinem Traum. Ich verstehe, Herr.
Ich sah Leute, die ihre eigene Lüge glauben, sind die gefährlichste. Und der glaubt so, also der ist halt, ne? Für alle Dinge, hey. Ja, ich wollte hier alternative Reinigung an ihr vollziehen. Aber warte, bis er 18 ist oder bis er volljährig ist. Die ist 11. Aber oh, guck mal, ich hab gelesen, oh, du kannst ja frieren und du kannst kleine Kinderpuppe. Alter. Fernseher benutzen, okay. Videorekorder benutzen. Will ich das sie? My flock, I have wonderful news. No. No. Ach, der übt. Der übt. My flock, I have Oh, das ist hier, oder? wondrous news. Ja. The days of reckoning are upon us. Some of you may be afraid. Damn it, no. My flock, I have wondrous news. The days of reckoning are upon us. Be not afraid. This is the day we have been working towards all this time. The focal point of all history. The end point of all creation. I have seen the signs. I have heard the word of the Lord. I speak the word of the Lord. I am the word of the Lord. Yes, that's good there. Three, 5, 6, 9. Damn it. 3, 5, 6, 8. Shit. And what's the code for the damn safe? 4. Of course. 3, 5, 6, 4. 3, 5, 6, 4. Habe ich das richtig gehört gerade? Hoppla. Nee. Tür öffnen, Schloss benutzen. 3. Alter. 5. Ja, komm. 6. 4. Schloss rastet ein, gleitet von der Tresortür. Notiz lesen. Gelobt sei der Herr, unser Tempel wurde enthüllt. Die Engel des Herrn haben die Vorgaben für unseren Tempel offenbart. Der Tempel des Propheten soll ein heiliger Raum sein, welcher nur Pater James und seinen Auserwählten vorbehalten ist, um die Offenbarung und Nähe zum Herrn weiter zu vertiefen. Der Tempel wird ein einziges riesiges Bett, Nahrung für 2 Personen für 200 Tage, vollständige Kopien meiner Schriften sowie Waffen und Munition enthalten. Die Maße, welche genau eingehalten werden müssen. Moment. Okay, das lehnt sich wohl an die Bau der Arche an, finde ich. Wo der Gott halt im Noah offenbart hat, wie viel Elle und was weiß ich was, das Schiff, also die Arche Noah halt groß hin muss und tralala. Ja, der hat halt öfters so Dinger gemacht. Der hat da gesagt, hier, baue Zelte und die Zelte sollen so viel Laufe haben und so viel Knepp, um die dir zuzuknäpple oder was weiß ich, wie sie es genannt haben. Wursteln, keine Ahnung. Und es soll lila sein und leck mich am Arsch und wie man Zelt aufbaut und wie man Zelt abbaut. Deshalb sage ich schon, das Alte Testament ist Camping-Tipps und Unwetterwarnungen. Und Volkszählungen. Oh ja, die Volkszählungen, alter Schwede. Tempel des Propheten, ein heiliger Raum, nur für Pater James. Bett, Nahrung für 2 Personen, für 200 da. Und natürlich Waffen, Munition und so. Ist das der Raum ungemeint, aber da war keine Nahrung. Maße, welche genau eingehalten werden müssen, bla 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 bla. Steht dann da wahrscheinlich irgendwo. Hey, Moment, machen wir auf, da war nämlich noch was drin. Siegel mitnehmen. Du hast... Ach, shit. Du hast jetzt das Siegel, keine Ausreden mehr. Es ist Zeit, zur Kapelle zu gehen und der Vergangenheit ins Auge zu sehen.
Oh, ich hab grad voll Gänsehaut, ey. Ja, es ist die Kapelle oben. Oben auf dem Berg, da oben. Das dürfte sogar schon sehen, oder? Ah, ich komme da nicht nach Haus. So, wir gehen jetzt also zur Kapelle. Ist in der Kapelle ja, aber, oh, ich verstehe das alles nicht. Ich meine, das werden wir jetzt halt gleich herausfinden, ne? Ob er halt einfach gedenkt hat, ey, da kommen halt, ne? Also, dass der Peyton oder sowas, dass der die Polizei oder halt, was weiß ich was, FBI informiert hat. Und dass die jetzt kommen und die verschanzen sich dann, ich komme noch nicht auf, die verschanzen sich dann irgendwo. Mit Knarre und allem. Ist das da weg? Ja, warte mal, ich gehe da unten rum. Die verschanzen sich dann mit Knarre und allem. Oder halt, da sich in der Kirche da wirklich irgendwie ein Zimmer gebaut für 2 Personen. Und 200 da Essen für 2 Personen. Das würde aber, er redet halt immer von 2 Personen, ne? Also für sich und seine Frau. Das würde aber heißen, ich verstehe das alles noch nicht. Ja, wir kriegen es jetzt gleich erklärt, ne? Aha. Mann, ey. Spiele mir? Wenn es spiele mir eigentlich? Spiele mir Lilien? Ich meine, es ist Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, stand da weil. Ja, und ich muss mal... Moment. Ja, sorry, Leute. Es hat gerade an der Tür geklingelt, gerade während ich hier meine Überlegungen gemacht habe. Okay, also mir labert jetzt weiter Nuff. Da ist schon mal klar. Ja. Also, 2 Leute, 200 Personen. Ja, ne, das machst du halt, wenn du dich inschanzen willst oder sowas. Aber. Hopp, ey. Also, wann ich so verstehe wird, ne, dann würde ich mir richtig Gedanken machen, dass ich vielleicht, also, wann ich Sekte verstehe, dann, ne. So, und deshalb ist es vielleicht besser, dass ich Sekte nicht verstehe. Ist klar. Türschluss der Kapelle untersuchen. Ein großes goldenes Medaillon, obwohl jetzt, wo du genauer hinsiehst, es ist Goldfarbe auf Gips. Super. Du legst das Siegel in die Tür und hörst ein Klicken im Mechanismus. Mhm. Soweit so Kirche. Soweit so Kirche. Ziemlich klein. Es ist eine Kapelle, ja, es ist halt. Ach, guck mal da, sogar mit Orgel und allem. Mal lieber, ja, man kriegt auch schon Mühe gescheut hier. Ziemlich karg hingerichtet. Keine Bänke zum Knie. Kein katholisches Ding. Ja, dann wissen wir ja, dass er nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht gar nichts ist. Da vorne Leute was zum Anhören. Ach du Scheiße. Don't be afraid. There's no need to be afraid. We must go through the flames, but the flames will not hurt us. Not our true selves, our spiritual selves. I know his will, and it's time. This world is molded in filth. It's too far gone. They sent demons to test our resolve. They expected us to give up the fight, but here, today, we prove to all of them that we never gave up.
our faith never wavered. Today, we take our place at the foot of the throne of the Lord. Here now, we'll dull the bodies a little. There's no need for it to hurt. Here, drink this. Drink this. Pass these around. Things will go a little fuzzy, but then the flames will take us, and we will join our Lord in his heaven. We will be by his side forever, where we belong. Amen. Amen. Boy, I love each and every one of you so much. God bless. That's when they locked the doors, and then Andrew and Leonard started soaking rags with lighter fluid while I started handing out the cups. Little paper cups full of crushed up Quaaludes mixed with lemonade. Father kept preaching as we drank. They lit the rags and put them around the outer walls. Everything caught so quickly. Soon everything was on fire, and people just sat down in it. Let it take them. Something clicked. I don't know what. I needed to get out. I didn't want to die. I remembered Father's temple, and I ran. Quaaludes ist, glaube ich, eigentlich ein Beruhigungsmittel, Beruhigungstablette oder sowas. Ich habe Wolf of Wall Street geguckt, wo so Quaaludes nehmen zur Beruhigung oder Einschlafmittel, irgendwie sowas, und man da aber den Drang über, ist ja egal. Es ist irgendwie Schlafmittel oder sowas, starkes Schlafmittel scheinbar. Ist wohl nimmer erlaubt. Also, die haben sich ein starkes Betäubungs- oder Schlafmittel den Leid gibt. Dann haben sie die Brut A gesteckt. Ja, aber was ist mit ihm selber? Ich meine, du hat A einer gekniet. Das Kreuz A gebät. Oder A geguckt. Okay, sie ist dann abgehauen. Das Heiligtum. Ich mal nicht da. Regal. Moment. Bücherregal untersuchen. Moment, da wird es wahrscheinlich kleiner ausgehen. Da müssen wir echt mal lesen, was da steht. Tag. Erinnerst du dich nicht daran, wie du überlebt hast? Warum möchtest du dich nicht erinnern? Warum möchtest du dich nicht erinnern? Von wem ist dieses Tagebuch? Es ist jetzt... Es ist jetzt weg und jetzt ist ein neues. Du weißt warum. Als die Zeit kam, konntest du dem Herrn nicht in die Augen sehen. Deine Zweifel haben dich aufgefressen. Du hast dich nicht mit ihrem glorreichen Tod angeschlossen. Aber in deinem Zweifel hast du sie auch nicht gerettet. Ich verstehe. Wir sind Lilien. Und wir sind abgehauen und haben, so wie es in der Broschüre drin stand, ne? Wenn du rausgehst aus der Sekte, hast du immer Zweifel, ob das richtig war, ob du es nicht verrot hast, ob es nicht doch irgendwie sowas. Und genau das ist es hier. Ist ein Feigling. Türaufgang? Ah. Okay. Ernsthaft.
Der Arsch hat sich einen Bunker gebaut, hat die Herde verbrenne gelost und er huckt schön im Bunkerchen. Hat Essen und Trinke und ein Bett. Hat 2 Leute und 200 da. Weiterer Altar, ebenfalls in rotem Licht getaucht, unter einer Wand voller religiöser Bilder. Naja. Das ist wieder der Jesus aus Golgotha. Ich glaube, es geht los. Er hat sich da einen Bunker gebaut. Die Decken sind noch immer zerzaust von ein paar Nächten, die du hier verbracht hast. Die Rekorder kann ich nicht benutzen. Dieses Bücherregal ist voll von religiösen Texten und mehreren Kopien von Pater James' Werken. In einer Ecke weiter unten steht ein Stapel Comicbücher versteckt. Was muss dann das da sein? Dusch. The door shut behind me and everything was dark and completely silent, as if the burning chapel and all the people dying behind me didn't exist. The drugs took over then, and it was all I could do to crawl into bed before I passed out. Also war sie alleine hier drin. Also er war nicht drin, er ist mitverbrannt. Warum hat er sich denn hier so einen Bunker bauen lassen? Das ist das Essen, wo er gesagt hat, für 2 Personen. Der Kühlschrank ist voller verdorbenem Essen, der Geruch erfüllt den Raum, sobald er die Tür öffnet. Wahrscheinlich die Waffe drin. Ja. Und da noch mehr Waffe. Es geht noch weiter rum. Oh shit. Geht mir da schon aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Soll ich es gleich ganz ausmachen? Taschenlampe? Gar nicht. Das ist das Morsecode. Oh, ich weiß nicht, was ich da unten erwartet. Weißt du, wann es jetzt schon so losgeht? Okay. Es ist meine Taschenlampe. Super, wäre ich doch besser weitergelaufen. Rückwärts. Ein bisschen Licht haben wir ja noch. Oh, Batterie wohl leer. Ein weiterer Altar, ebenfalls in rotem Licht getaucht, unter einer Wand voll religiöser Bilder. Das ich fertig, der Kerl. Super. Ma'am, who started the fire? Ma'am, I know you've been through a lot, but we need your cooperation to piece all of this together. Who started the fire?
Pretty much everyone. Father James lit the first flame, but the others helped it spread. So they weren't coerced. No. They were weeping with joy. People were singing. And you? What did you do? Ma'am? Es geht immer weiter. Nein. Was hat sie getan? Ja, sie hatte halt Zweifel vorher schon an dem ganzen Glaubensgedönse. Ist sie dann in das Zimmer gegangen. Da haben dann die Beruhigungstablette, die Schlaftablette gewirkt. Honey, you're being quiet. I don't know what to say. It's just... Lillian, was it something we did? Dad, I just don't understand how you could run off and join some insane cult. I don't know, Dad. I don't know. You're a smart girl. What were you thinking? Lillian, the things I've heard on the news... Where are you going? Super, jetzt hat sie halt nicht nur die Zweifel und alles, was sie vorher gehabt hat. Jetzt hat sie auch noch die Schuldgefühle. Und ihr Vater hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ey, was hast du gemacht? Bist du dumm? Nee, er hat versucht, normal auf sie ihn zu retten. Das ist jetzt so ihr Reiche so, aber sie will's halt, sie fühlt sich jetzt halt, ey, ja, er sieht das Schuldige in mir oder halt, dass ich schlecht bin oder was weiß ich was, ey. Und weiter tiefer geht's, immer tiefer. Tauche mehr Bilder auf. So, Lillian, have you been having any more thoughts since your last attempt? Ich dachte, All the time. das kommt. It seems as if you almost regret surviving the fire. I don't know. I don't. It's so confusing. I didn't want to die, but I feel like I let them all down. Let them down because you didn't save them? Or because you didn't die with them? I don't know anymore. Well, listen to me. No matter what, you deserve to live. I promise you. Lillian, you deserve to live. I need to go. I can't do this right now. I can't. Ja. Die ist so indoktriniert, so. Und weiter tiefer geht's. Hat er übrigens mitgekriegt, dass er gesagt hat, nach dem ersten Versuch, ob sie das nochmal Gedanken getragen hat. Das habe ich mir schon vorhin gedacht.
Dass es wohl darauf hinausläuft, dass er sich wohl umbringt. Dass er Selbstmord begeht. I'm sure you don't want to hear me ramble about mechanical engineering for another 20 minutes. Tell me more about you. You studied communications, right? What kind of job does that get you? Well, right off the bat, not much. I couldn't find work, so I ended up backpacking through Europe for a year after college. Oh, cool. I've always wanted to do something like that. I bet it was amazing. Yeah, it was super fulfilling to see all those different ways of life. Really eye-opening. God, that was a long time ago. Man, I'm jealous. I jumped right into work hours. Working 70, 80 hours? You know how it is. Just expected to devote everything to it. It's like a religion. It took me a while to see how messed up it was. Yeah, I can imagine. Okay, sie ist, also, man das jetzt alles zeitlich nachfolgend ist, sie ist halt vom Vater weg, sie ist vom Therapeut weg, sitzt jetzt gerade in einer Bar, trinkt oder? Weiß auch nicht. Ah. Und weiter und oh, jetzt wird's richtig. Könnte man das deuten, dass sie sich jetzt immer mehr im Glaube zuwendet, weil sie geht immer tiefer und es kommen immer mehr religiöse Bilder und Kreuze und Altare und sowas. Und sie geht doch immer tiefer. Das Auto? You have one unheard message. First unheard message sent yesterday at 7:15 p.m. Lil, is everything alright? I've been trying to get a hold of you all day. Please pick up. I'm worried about you. Okay, just call me back. Love you. End of message. To delete this message, press 7. Message deleted. Tim war der Mann, mit dem Sawal in die Bar gerettet hat. Also sind die dann ein Paar oder sowas? Sie ist halt irgendwo im Auto hingefahren, abgehauen. Ich gehe stark davon aus, dass wir dann doch hierher gefahren sind. Wir sind wieder direkt in dem Raum, wo wir waren, als wir... Ja, Waffe. Noch mehr Waffe. Dass das alles angefangen hat. Welche da vorne? Kühlschrank. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Zurückgehen. Müssten wir in den Raum kommen, wo das Bett steht und der Fernseher und die Duschen, sowas so. Ja. Kann es nicht benutzen. Wahrscheinlich, weil ich es schon benutzt habe.
Okay. Es geht wieder aufwärts. Das ist das Hinterzimmer der Kirche. Aber jetzt ist er ganz verrottet und verbrannt. So, also sah so nach dem Feuer aus. I remember now. I've tried not to. I thought I could move on. Pretend it hadn't happened. But here it is. I'm looking at it. I was here. We were all here. And now it's just me. Oh, Lil, Jesus, there you are. Been trying to get a hold of you for hours. Where are you? I had to take care of something. Look, just are you okay? I was getting worried. Yes, I'm fine. I'm heading home now. Tim? There's some things I need to tell you. I met Anne first, waiting for the bus. Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing at all, that what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James. Alle Schwede. Als aber halt das Telefon aufgelegt hat und die Kamera schwebt so raus, fliegt so übers Szenario, sag ich mal. Ich hab gedacht, oh nee, du springst nicht wirklich da runter jetzt. Aber sie hat es wohl geschafft. Die ist wohl rausgekommen aus dem Sog von der Sekte. Uff. Also Daniel Leid. Lieber Mann, das war mal ein krasses Spiel. So. Holla. Schon ein ordentlicher Kloß im Hals. Ich würfel, nö. Einfach, ich glaube, wer es bis dahin gepackt hat, ich brauche doch nicht mehr dazu zu sagen. Halte euch Fan von so einer Scheiße. Ja, dann leid. Eieiei. Hopp bis Neue und so werde ich hoffentlich ein bisschen was Lustiges spielen, was so ich nicht so fertig mache, die Leid. Hopp, machen's gut. Mach einfach keinen Scheiß. Tschüss.